Nintendo. Und damit hallo ihr liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Und zwar Secret of Mana aufpelzig in meiner Klassik-Rubrik. Ich freue mich sehr darauf, das Spiel mit euch zu spielen und euch das zu präsentieren. 1993 bzw. 94 von Square rausgebracht. Ein wunderschönes Spiel meiner Kindheit. Dunkelheit breitet sich über dem Land aus, während die Mana-Kraft versiegt. Die Menschheit wartet auf der Held aus der Legende, der die Heiligwaffe mit sich führt. Das Mana-Schwert. Ach ja, so viele schöne Kindheitserinnerungen zu dem Spiel. Wie ich schon bei Secret of Evermore erklärt habe, Secret of Evermore war das Spiel, was ich 1996 geschenkt gekriegt habe, während meine Schwester entweder 1995 oder im Frühjahr 1996 Secret of Mana zu ihrem Geburtstag dann geschenkt gekriegt hat. Ich weiß nicht mehr genau, ob das zu ihrem Geburtstag im Februar 95 oder 96 war. Auf jeden Fall hat sie Secret of Mana gehabt. Und ich fand es immer schöner als so manche andere Spiele, weil Secret of Mana doch eher so märchenartig ist. Das ist das totale JRPG, könnte man sagen. Und ich freue mich richtig drauf. Es ist wunderschön und für die Zeit... Okay, so, jetzt wiederholt sich das Ganze nochmal mit einer Wahlgesänge. Ja, sehr schön gemacht und du könnt sich viele Spiele von späterer Zeitalter noch was abschneiden, was die Gestaltung angeht. Also wirklich traumhaft gemacht. Nur etwas nervig ist diese Musik hier. So, wir machen ein neues Spiel und da nur 6 Buchstaben erlaubt sind, machen die uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, was der Ackermann angeht. Der Mana-Held hat eigentlich keinen richtigen Namen. Deswegen wäre ich hier eigentlich wieder dazu berufen gewesen, Ackermann zu nennen. Aber... jeder, der mich kennt, der weiß, dass Ackermann häufig mit dem Namen Heinz in Verbindung steht. Das heißt, das ist der Ackermanns Heinz und wenn das passt, dann mache ich auch der Ackermanns vorm Heinz. Und jetzt hämmern. So, unser legendärer Held, der Heinz. Lange Zeit wurden Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Aber dann haben ein paar von ihnen die Mana-Festung gebaut, ums Mana zu kontrollieren. Das hat die Götter so erzürnt, dass sie einen Drache geschickt haben, um die Festung kaputt zu hauen. Ein grausamer Krieg hat gefolgt und Mana hat für immer zu verschwinden gedroht. In der letzten Minute ist ein Held erschienen, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendet hat. Das Ausmaß von der Zerstörung war gewaltig, aber endlich hat wieder Friede geherrscht. Das alles ist schon lang her. Vielleicht viel zu lang. Vielleicht. Und das ist ein Teilausschnitt von der wunderschönen Welt, die wir erkunden werden. Und es geht direkt zu Wasserfell. So. Hey, Buwe, warten auf mich. Halt die Gosch, wenn ein Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er ganz schäbig. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen, hier soll's spuken. Du glaubst doch wohl alles, die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat eben so einen glänzenden Gegenstand hier am Wasserfall verzählt. Vielleicht ist es ein Schatz. Komm, wir müssen mal finden. Hilfe, ich falle. Die gucken sich blöd an und rennen fort. Das ist das Beste, was man machen kann, statt mal zu froh, ob alles okay ist, ne? Okay, der borzelt runter. Glücklicherweise ist er nicht ohnmächtig und versaved nicht in dem schulterhohen Wasser. Autsch, mein Dez. Und jetzt wie soll ich denn hier wieder noch raufkommen? Ja, das ist die Preisfroh, Ackermanns Heinz. So, das muss ich auch dazu sagen. Man kann immer nur in E-Richtung rennen. Ich kann beim Rennen nicht die Richtung ändern. Da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Bei Secret of Evermore haben wir es so gehabt, dass wir in alle Richtungen willkürlich rennen konnten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so, oder beziehungsweise von hier so und hier will, dann kann ich nur so
und dann stopp wieder an der Stelle und dann warte, bis wieder hochgeladen ist und dann wieder in die Richtung. Das ist schon etwas lästig. Heinz! Heinz! Nanu. So, da sehen wir ja schon, dass so Excalibur hier rumhängt und dreimal dürfen nach Rote, was das ist. Zwinker, zwinker. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsch umzuhacken. Ja, glücklicherweise ist doch gerade so ein Spargelschäler um die Ecke. So, jetzt holen wir uns mal das Krummbeermesser. Ackermanns Heinz, zerr mich raus! Wer babbelt denn da? Und was macht denn das Schwert hier? Boah, das Licht! So hell, ich sehe auch gar nichts mehr. Gespenst! Ackermanns Heinz, ich bin's doch nur. Das Schwert! Babbelndes Schwert? Ach, Kevita Duna Keidels Sache gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, früher hat man sich sowas noch gespart, große Intros zu machen. Hier wird man einfach nur reingestürzt in die Story. Und es scheint irgendwas Böses ausgelöst zu haben hier, dass man Schwert rausgezogen haben. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Oh, ich muss ins Dorf zurück. Und auf einmal habe ich einen Lebensball gekriegt. Also, boah, Sache gibt's. Also mit Y kommt man nach wie vor in unser Menü rein wie bei Secret of Evermore. Aber ich mag erstmal die Fensterfarbe hier verändern. Was nehmen wir dann? Quatsch, die Fensterfarbe. Da können wir auch schon was Bündigeres nehmen, oder? Einfach mal so, das ist in Ordnung, denke ich. Einfach mal nichts drin. Und die Tastenbelegung ist eigentlich Quark. Select-Taste, Menü verlassen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Doch, eigentlich wollte ich die Fensterfarbe verändern. So, warte mal. So, erstmal desto. Ach ja, genau, die Rahmen. Die Rahmen wollte ich auch noch verändern. So. Der doch sieht doch ganz edel aus, oder? Der ist gekarft. So, perfekt. Ja, so renn gegen die Starkströmung. Das schaffst du immer noch irgendwie. Das Gute ist, wenn es als Bauernbuh nicht reicht, Gärtnermeister, kannst du auch noch wäre Ackermann. So. Und erstmal einen Schluck Wasser. Hey, was macht denn ein Pogo-Puschel hier in der Gegend? Den mache ich fertig. Zack, gesagt, getan. 80 Schadenspunkte fügen man zu. Dann rennt er weg, der Dappers. Komm her, du. Zack. Und er platzt. Ich liebe das bei den alten Gegnern, wenn die einfach früher geplatzt oder explodiert sind. Schön melodramatisch. Ja, was haben wir dann durch? Wie gesagt, erstmal Schwert. Das macht maximal 18 Schadenspunkte. Zack. Autsch. Und 4 Schadenspunkte macht er uns auch noch. Also die Puschel sind mit Abstand die gammeligste Gegner im Spiel. Das könnt ihr euch vielleicht jetzt so erahnen, dass dem so ist. Aber ich mag die Musik bei Secret of Mana, ohne Witz. Das ist ein Soundtrack, der auf jeden Fall im Ohr bleibt, muss ich sagen. Im Vergleich zu anderen Spielen ist das schon wirklich ein Soundtrack, der viele urige, stimmige und gute Tracks hat. Pogo-Puschel ist erledigt. Das war ein kritischer Treffer von 36. Nicht schlecht. Komm her, du Puschel. Ja, so gelbe Gummibälle mit Haseohren und Hasezähne. Warum auch nicht? Und die kommen da auch nicht durch die Büsche durch. So. Aber ich komme da mit meinem geile Krummbeermesser durch. So. Und noch einmal. Und wenn ich nicht voll aufgeladen bin, mache ich weniger Schade. Kennen wir ja auch noch aus Secret of Evermore. Ihr habt es ja auch schon bei der anderen Spiele gehört. Bei Baldur's Gate und bei Bioshock, dass ich derzeit erkältet bin. Das heißt, sehen wir es bitte echt noch, wenn ich ein bisschen rumhüstel und rumkränkel und wenn meine Stimme manchmal vielleicht etwas verschnupft klingt. Also bitte Rücksicht nehmen auf mich, bitte nicht so sehr verurteile. Heinz Waffelevel ist gesticker. Schwert erreicht Level 1. Und wie bei Secret of Evermore können wir hier auch einfach aufhalten, indem wir die Angriffstaste gedrückt halten. Aber dann kann er sich noch so lustig abpirschen und kann nämlich normal laufen von der Geschwindigkeit her. Hui, das war wieder ein Crit.
Und ich muss sagen, ich nehme das hier... Achtung, mal gucken, was das bringt. Das macht 720, sofort schade. Oh, eine Truhe ist auch noch erschienen, schick. Was ist da drin? Ein Gutzel, sehr schön. Was macht dann das Gutzel? Gerade mal angucken, was das macht. Das haben wir nämlich hier dabei. Achso, okay, das möchte ich jetzt nicht unbedingt verschwenden. Es ist ein Heilgegenstand. Ja, und ich muss dazu sagen, ich nehme das hier am 21.09. auf. Und das ist ein ganz besonderer Tag für mich. Weil auf der Erwetheit hat mir eine Kai geschrieben, ich habe 99 Abonnenten gekriegt und kaum komme ich von der Erwet wieder. Was war dann? Ich habe tatsächlich 100 Abonnenten gekriegt. Ah, herrlich. Gutzel gibt's wieder. Und ich bin jetzt tatsächlich heute am 21.09. bei 100 Abonnenten und ich bin froh wie Bolle. Heinz erreicht Level 2, sehr gut. Ich hole mal einfach noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier, während ich dir noch ein bisschen verzähle. Und ja, ich bin so dankbar darum, ihr liebe Leute. Ich hätte nie gedacht, als ich am 26.08. angefangen habe, 2016, mit meinem ersten The Last of Us Let's Play war das. Als ich dort damit angefangen habe, einen Moment, einen Schluck trinke. Und wieder Gutzel. Ja, ich habe echt nie gedacht vor einem Jahr, dass dieses Let's Play auf Pelzig tatsächlich viele Leute anlocken könnt. Und ich bin jedem von euch so... Ups, da hat mich gerade in meinem Angriff gebremst. Auf jeden Fall hätte ich echt nie damit gerechnet, dass so viele Leute Interesse an dem Pelzer Dialekt hätten. Und dass die meine Let's Plays wirklich so aufmerksam verfolgen. Und ich habe Leute, die mich regelmäßig gucken. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt auf YouTube auch. Und habe einfach mit der Let's Player Branche so schöne Kontaktaufnahme gehabt und so schöne Austausch gehabt. Und habe auch so schönes Feedback von Abonnenten gekriegt und so. Deswegen muss ich echt sagen, ich bin so dankbar darum, dass ich dem Hobby nachgegangen bin und dass ich das wirklich durchgezogen habe. Und ihr Abonnenten von mir, ihr seid absolut großartig. Andere Leute, die gehen nur 2 Tage weg und haben 2 Abonnenten gleich verloren, so nach dem Motto. Und ich bin 2 Wochen abgemeldet auf Forschungsreise in Israel oder bin nochmal eine Woche auf Drachefest im Urlaub. Und was passiert? Ich krieg noch zusätzliche Abonnenten, während ich weg bin, statt dass ich Leute verliere. Hey, ohne Witz, ihr liebe Leute, ihr seid so großartig. Und ihr gebt mir so viel schönes Feedback und so viel Kommentare und bestärken mich in dem, was ich so hobbymäßig mache. Das ist so toll von euch. Und es wird auf jeden Fall auch noch ein Special-Video rauskommen dazu. Und das wird relativ kurz kalte sein. Aber ich möchte euch als Abonnenten einfach nochmal ein Video widmen und euch Danke sagen für alles, was ihr für mich und meinen Kanal hier gemacht habt. Ohne euch würde es den Kanal nicht geben. Ihr seid wirklich großartig und es macht mir so Spaß, Let's Plays zu machen. Und dass ihr euer Fredstra habt, das macht mich natürlich noch viel, viel glücklicher. Also ich habe gerade Pipi in der Aare vor lauter Gut. Ich kann wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ach, das neue Let's Play in meiner Klassik-Sparte, das Secret of Mana, für euch wieder Let's Play seid, wo ihr denkt, oh wunderbar, das ist so schön, das hatte ich früher selber auch als Kind und ich freue mich jetzt so sehr, dass das Let's Played wird. Also ich freue mich auf jeden Fall und bin voll motiviert bei der Sache und spiele das liebend gern für euch. Ach ja. Und jetzt die geile Musik, das ist auch so ein 90er-Jahre-Style, so wie unser 90er-Jahre-Rebell, den wir hier spielen. Immer mit diesem Trommelbeat in dem Hintergrund, das finde ich großartig. Hast schon gesehen, Ackermanns Heinz, etwas Leuchtendes am Himmel überm Wasserfall. Ich hab gespürt, dass bald etwas Schreckliches passieren wird. Ja, ihr alte Leid denken das doch immer, oder? Ihr gehen moins auf den Topf und denken, was Schreckliches passiert. Ihr gehen moins zum Briefkasten, sehen einen Hund vorbeilaufen und denken, was Furchtbares passiert. Egal. Hey Heinz, was ist denn das für ein Schwert? Sei mal lieber vorsichtig damit. Okay. Ah, schöne Kamin habt ihr da, beziehungsweise schöne Herd. Ah, wunderschön. Ah, praktisch so Hütte, wo dann Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche dabei sind. Ein Fremde ist zu uns ins Dorf gekommen, der ist im Haus. Okay, dann gucke ich mir doch gleich mal an. Fremde scheint es ja nicht häufig zu geben und wenn, dann wohl eher Fremde mögen wir ja nicht besonders, wenn ich mir die Gegend so angucke. Der Fremde scheint ein Ritter aus dem fernen Land zu sein.
Okay. Sag mal, Heinz, was ist denn passiert? Der Tom ist greinend davor gerannt. Und der Fremde, der brummt mich nur an. Okay. Scheint wohl nicht sehr redelustig zu sein, der Mann. Und bei dem Schild hier, das bedeutet, dass hier ein Lade ist, wo man Ware einkaufen kann. Und hier, Heinz, du sollst sofort zum Dorfälteste gehen. Dummel dich mal. ich finde diese Turbanhändler so geil. Die rocken hier ach so richtig geil ab zu der Dorfmucke. Und was haben wir dann? Schutzweste und Stirnband, Lebenswasser, Heilkräuter. Ja, das kostet verdammt viel, 150. Das haben wir nicht mal annähernd. Heilkräuter, Gutzle. Okay, Schutzweste und Stirnband. Haben wir dann das? Noch etwas? Erstmal nicht. Wiedersehen. Aber warte mal, so schnell gebe ich noch nicht auf. 4 Gutzle haben wir gerade im Sack. Das ist schon mal nicht schlecht. Und eine Schutzweste haben wir. Aber Stirnband nicht. Und da unser Charakter schon so dieses Rebellenstirnband trägt, brauchen wir das auf jeden Fall. Ja, ich soll zum Dorfälteste, ich weiß. Erst einmal kaufen wir das geile Stirnbändchen hier ein. Man muss aber dazu sagen, wenn man sich so das Menü anguckt, so, fort, Wiedersehen, genau. Wenn man sich so das Menü anguckt, auch mit Kleidung und Level und so weiter, ne? Da weiß man genau, wo Secret of Evermore abgekupfert hat, was das Design angeht. So, mit dem Stirnband haben wir noch 2 zusätzliche Rüstpunkte. Also, ja, wie gesagt, das ist sehr wie bei Secret of Evermore, muss man dazu sagen. Ach ja. Gut, da haben wir das auch gekriegt. Und hier war die schöne Appelbam und da ist noch ein Hotel. Also das steht immer vor Hotel, du kannst dann übernachten und speichern in so Dinger. Und da ist auch so ein Dancing Trader, der Händler, der rockt auch so ab, weil die Dorfmucke so geil ist. Aber Schlofen mag ich jetzt eigentlich nicht. Ach ja. Und wir kriegen auch noch verschiedene Waffen so im Laufe des Spiels. Das heißt, gerade das Menü wird hier riesengroß noch werden. Ah, ich freue mich drauf, ich freue mich echt drauf. So. Popliche Palisade und da ist so ein äußerst gruseliger Typ, da mit dem Schnorres. Für alle, die das pelzige Wort nicht kennen, Schnorres heißt Schnurrbart. Was sagst du? Heinz, der Dorfälteste hat dich gesucht. Er hat ziemlich wütend ausgesehen. Ja, und der Schnorres, das sieht aus, als sähe er irgendwo in der Heck rumlungern und die Leute beobachten. Okay, was sagst du dann, Schnorres? Gefährliche Monster ins Dorf umzingelte. Unglück ist gestehe. Bleib lieber mal hier. Ich beobachte dich hier durch die Büsch. Nein! Okay, da ist er der Dorfältester. Was hat der dann zu sagen? Hallo Dorfältester. Heinz, Gott sei Dank, es geht ja gut. Ich hab so Angst, Katebu. Ich hab schon gedacht, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten den Dorfdepp doch nicht mitgenommen. Ihr Blödmänner, ihr Hanebambel. Es wäre besser gewesen, wenn er nicht Entschuldigung, es wäre besser gewesen, wenn er nie dort gespielt hätten. Nanu, Heinz, was hast du denn noch in der Hand? Oh nee, das ist... Cool, hast du den Schatz gefunden? Los, lassen uns kämpfen. Was hast du denn geschafft? Du hast das Mannerschwert aus dem Steh gezogen, du Hanebambel. Das ist unglaublich. Das Mannerschwert und dann ist unser Dorf erledigt. So sagt's die Legende, wir sind alle verloren. Im Stell stecken wir das Mannerschwert unseren Schutz vor der dunklen Mächte, du Hornochs. Deswegen sind überall die Monster hier erschienen. Aber wir konnten fast sagen, wie der das Ding aus dem Stall ziehe. Autsch, jetzt gibt's auf die Schniss von Tom. Ey, hör doch mal auf damit. Du bist an allem schuld. Ah, der Captain Saftarsch hier. Alles wegen dir. Das werden wir hier vom dicken Junge verprügelt. Du Vollidiot. Jetzt hör doch mal auf, Kerle. Uah, Erdbebe. Ich bleib stehen und der Dorftrottel hier, der rennt im Kreis und zerrt mich jetzt noch mit runter. Naja, der gute Rittersmann guckt doch wenigstens auch zu. Uah. Du ihn hockt da in der Eck. Hilfe, Monster, du der Rebels, du hast das Schwert, los. Hey, Bu, hörst mich? Beobacht's Monster und greif erst an. Da hockt er mit seinem Saftschinke-Arsch. Da steht ihm am liebsten der echte Arsch-Aufreißer hier. Kleiner Mistkerl, Captain Saftarsch. Oh, scheiße. Das hat ordentlich was auf die Schnut, gell? Und dich mache ich fertig.
Okay. Also die Musik ist auch schon ziemlich panisch, diese Endboss-Musik. Säureatem und Endschadенspunkt nur, das ist gut. So, und auf die Schneeskits, du ekliges Ding. Ich nenne dich einfach nur Sichlor. Und er trägt eine Windel. Also zwischen seine zwei grüne Stelzer hat er so weiße Windel an. Sehr episch. Komm schon her, Windler. So. Und er explodiert. Sehr schön. Der Endboss hieß übrigens Sichelanbeter. So. Und wir laben uns an seinem Staub. Nochmal einen Schluck Wasser trinke, Giga. Der Frosch im Hals. Und weiter geht's. Schwertorb erhalten. Jeder Gegner oder jeder Endboss gibt einen Orb. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich noch over. Und mit den Orbs können wir dann unsere Waffe verbessern. Die Siegesmusik ist auch so geil. Ja, renn fort, Captain Saftarsch. So, und jetzt zu uns. Es scheint, dass das echte Mana-Schwert ist. Aha, und weiter. Sie ist in Zeit von der Not kämen Ritter, ums Schwert rauszuziehen. Du bist aber noch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Ja, dann hier, nimm du's doch. Tja, das geht nicht. Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst das schaffen. Du hast schließlich rausgezogen, Berschel. Und wie geht das? Versuch doch mal die Aquaria im Wasserpalast. Das ist ja naheliegend gewesen, ne? Sie beschützt das Land seit 200 Jahren. Sie kann da weiterhelfen. Wenn du das sagst. So, jetzt kommt unter der mit der Eselskap. Oh, nochmal einen Schluck trinken, dringend. Sonst hätte ich jetzt noch mal kurz vor knapp kuscht. Heinz, der Dorfälteste will mit der Babbler. Gut, ich muss danach weiter. Übrigens, ich hier ist Viktor. Ich warte auf dich vom Wasserpalast. Alla hopp. Und dann die Sache hier, liebe Leute. Ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns mal wieder zu Secret of Mana auf Pelzig. Ich hoffe, euch macht so viel Spaß, wie mir es zu spielen, dass ihr mich dort dabei begleiten und dass es euch Spaß macht, mir zuzugucken. Also machen's gut und bis morgen. Auf einen guten Einstieg. Iron Yankee.